Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde aus Irland. Ein weiterer Tag in Irland ohne Regen. Ihr seht, die Sonne geht gerade auf. Wunderschön. Wir stehen mit unserem Karl momentan im Killarney National Park. Das ist ein wunderschöner Nationalpark. Gleich ein bisschen hinter dem Wild Coast Way. Den haben wir ja gestern noch gemacht. Und ja, jetzt machen wir eine kurze Pause von diesem Wild Coast Way. Wir sind ein bisschen ins Inland gefahren, eben in diesen Killarney Nationalpark. Und heute ist Freitag, heute geht es dann auch nach Killarney an einen lokalen Markt mit lokalen Spezialitäten. Ihr wisst es, wir müssen immer alles probieren und da freuen wir uns natürlich riesig drauf. Später werden wir dann wahrscheinlich noch einen kleinen Walk machen hier durch den Nationalpark, da freuen wir uns auch schon drauf. Und ja, es ist ein weiterer wunderschöner Tag hier in Irland. Und noch wunderschöner war übrigens der Abend gestern, als wir angekommen sind vom Wild Coast Way. Es war schon ziemlich spät, es war so gegen 8 Uhr. Die Sonne, die stand aber noch ganz schön hoch und ja, da haben wir unser Bienchen losgeschickt. So hat das gestern Abend ausgesehen. Schön, oder? Also Irland packt uns ja immer und immer mehr. So viele haben uns vorgeschwärmt. Der erste Tag, der war ja wirklich ein bisschen schwierig, aber das hat sich völlig relativiert. Es ist einfach nur cool, dieses Irland. Und darum freuen wir uns jetzt auch riesig auf diesen Tag heute. Wir sind gespannt, was uns alles erwartet. Ihr seid natürlich mit dabei, das freut uns sehr. Vergesst nicht, ihr könnt immer eure Videowünsche, Fragen, Anregungen unten in die Kommentare schreiben. Wir beantworten alles und machen auch schon ganz bald wieder ein Q&A. Aber fertig gelabert jetzt, wir packen Karl zusammen. Los geht's! Wir beschweren uns ja so gerne über Straßen die letzte Zeit. Also Irland hat da auch einiges zu bieten. Wahrscheinlich hört ihr es auch schon. Ich weiß nicht, wie viel Mal da schon drüber repariert und geflickt wurde. Das ist auf jeden Fall eine Zumutung. Und nicht nur hier, sondern auch auf dem Wild Coast Way, den wir im letzten Video gezeigt haben. Da sind die Straßen wirklich auch zum Teil in sehr, ihr hört es, oder? Schlechtem Zustand. Wir sind in Killarney angekommen, in diesem 14.000 Einwohner-Ort. Das Ort hat übrigens nach Dublin die zweitmeisten Hotelbetten. Das ist also ein richtiger Touri-Ort. Wir sind ja ganz gespannt, wie das hier aussieht. Anfangs hatten wir jetzt schon mal Glück. Ihr seht diese Abschrankungen, die gibt es in Irland überall. Maximum Parkhöhe 1,95 Meter. Da kommen wir natürlich mit Karl niemals durch. Glücklicherweise sind sie heute geöffnet, das heißt jeder kann reinfahren, sonst wäre es mit der Parkplatzsuche wieder schwierig geworden. Ich kann das irgendwie in Irland nicht ganz verstehen, warum das überall so gemacht wird, dass man nirgends parken kann. Das gibt es auch am Meer, das gibt es am Wild Atlantic Way, das gibt es überall. Total schade, ich zeige euch das jetzt noch kurz. Das sieht dann etwa so aus wie da drüben, die werden dann normalerweise darüber gespannt, dass man nicht hinten durchfahren kann. Zum Glück sind jetzt wie gesagt die heute offen, weil das ist schon nervig irgendwie, dass das überall so gehandhabt wird in Irland. Finden wir irgendwie noch raus, warum. Jede Ortschaft in Irland hat irgendwie eine andere Art und Weise, wie sie aussieht, oder? Das ist irgendwie noch speziell. Ja, was immer so ein bisschen gleich bleibt, sind die wunderbar coolen und speziellen Schilder, die jedes Lokal, jede Bar, jedes Restaurant und sogar der Juwelier und so weiter hat. Das sind einfach sehr cool gemachte Unikate, die den Namen tragen des Lokals. Man wird auf jeden Fall auch sehr komisch angeschaut, wenn man so vloggt auf der Straße. Das kennt man so in Irland wahrscheinlich auch noch nicht. Aber wisst ihr noch, das letzte Ort im letzten Video vom Wild Atlantic Way, wie das ausgesehen hat? Das war ja der Oberknaller. Und da hat es dann natürlich so ein Ort echt schwierig. Ist schon schön, aber man muss die Ecken einfach ein bisschen suchen.
Ja, wir haben ja auch gelesen, dass der Ort hier, wo wir jetzt sind, Das habe ich schon erzählt. das ist schon erzählt. Habe ich schon Nimmst du mir erzählt. meinen ganzen Gesprächsstoff. Ich recherchiere stundenlang, lege mir meine Worte zurecht und du nimmst sie mir einfach weg. Ja, ich habe einfach erzählt, dass es hier so viele Hotelübernachtungen gibt und halt so ein bisschen Genau. touristisch ist und Und ja. es sind halt hier 14.000 Einwohner und das ist halt für Irland doch schon eine rechte Größe. Der Ort gestern hat der Barkeeper gemeint, 1100. hätte ja. gerade mal 10% davon und ja, das merkt man natürlich schon. Ja, aber wir finden schon noch was. Weißt du, von was ich heute Morgen unseren Zuschauern erzählt habe und vorgeschwärmt habe, was wir heute machen? Kutsche fahren? Nee, an den Bisschen Markt. Auftrag wandern? Vielleicht an den Markt gehen, Schatz? Ach so. Was ist denn mit dem Markt los? Ich weiß nicht, sie hat mir gesagt, der sei hier drin, aber das ist in der Outlet Center und ich frage mich jetzt gerade, was hier so markttechnisch, Farmersmarkt und so. Sagen Sie. Aber die in der Tourinformation hat gemeint, dass heute gar kein Markt sei hier im Ort. Hat das Schade. Internet gelogen. Also Outlet Center. Ja. Muss nicht sein, oder? Sollen wir ins Shire? Sollen wir ins Auenland lieber? Wir laufen hier mal kurz durch, oder? Um es in Louis Worten zu sagen, ein Satz mit X, das war wohl nix. Das hier ist das Shire und wer Herr der Ringe kennt, der weiß, dass das Shire Auenland heißt und somit das Zuhause der Hobbits ist. Und wenn man so ein Restaurant findet, dann muss ich auch hinein, weil ich bekenne mich schuldig, ich bin leidenschaftlicher Herr der Ringe-Fan. Ich höre aber einen Staubsauger. Ich habe das Gefühl, es sei zu. 10:30 macht das an. Sehr cool gemacht da drin, aber doch noch sehr dunkel. Und wenn wir nichts konsumieren, dann filmen und fotografieren wir natürlich auch nicht drin. Deshalb war der Eindruck jetzt nur für speziell mich. Genau. Wir sind zurück bei Karl. Den haben wir hier im Ort für 1 Euro pro Stunde parken können. Das war super praktisch. Das Ort selber, naja, es ist so eine Service-Town, sagen wir jeweils gerne. So eine Versorgungsstadt, die hat dann einfach alles, was die Bevölkerung braucht, die in der Umgebung wohnt. Aber es ist auch schön anzuschauen, ein paar coole Läden. Leider kein Markt. Dafür haben wir wieder einen Marker gefunden. Und zwar ein Window Maker. Wir haben hier ja früher immer draufgeschrieben, Hallo Frankreich, also Bonjour Frankreich oder Grüezi Schweiz oder irgendwas halt, was passt. Und wir hatten keinen so einen Marker, aber jetzt schon seit mehreren Wochen. Damit haben wir auch die andere Seite angeschrieben, dass ihr jeweils seht. Und jetzt haben wir endlich wieder so einen Marker. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was wir denn hier hinten drauf schreiben sollen, weil es gibt ja Irisch oder Englisch. Jetzt muss ich das mal googeln nachher, was wir da draufschreiben. Erst fahren wir aber in den Nationalpark zurück. Das war jetzt genug Zivilisation für heute. Wir sind zurück in der Natur im Killarney National Park. Der ist nämlich nur gerade ein paar Fahrminuten entfernt vom Stadtzentrum. Und wir sind jetzt beim Ross Castle draußen. Am Anfang, wo das Schloss steht, da hat es auch ordentlich Touristen. Da hat es auch einen großen Parkplatz und viele Kutschen, weil hier kann man Kutschfahrten machen vom Stadtzentrum bis hier nach draußen. Aber jetzt den Weg, den wir hier wählen, und das ist ein guter Weg, der ist überhaupt nicht dreckig oder schlammig, wie wir die letzten Male ja hatten. Hier ist ruhig, außer etwas hört man. Ein wunderbares Frühlingskonzert. Und ich bin schon wieder ein bisschen in Bastellaune und musste mir jetzt hier so ein bisschen was abnehmen. Macht man denn das im Nationalpark? Ja, das darf man. Bestimmt. Basteln im Wald ist toll, weil man findet die ganze Zeit neue Sachen, die man benutzen kann.
Gerade eben ist dieser Tannenzapfen dazugekommen. Sollen wir das jetzt hier verkaufen oder? Verkaufen tue ich das nicht, das besteht ja aus Natura. Entweder lasse ich es frei und hänge es an einen Baum für irgendjemanden, der es möchte, oder ich nehme es mit. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. In a world full of sorrow, what for? You watch the world from the place beneath the willow, the willow. Kurzes Zwischenfazit von Irland. Was denkst du? Hast du mir eine zweite Hand? Ja, wir müssen definitiv ein Herz machen bei Irland. Der erste Tag, der war schwierig, aber nachher kamen eigentlich bis jetzt nur noch Highlights, oder? Es sieht im Moment hier so aus wie im Regenwald, weil es wächst Moos auf den Bäumen und auf diesem Moos wachsen Farne und weitere Pflanzen heraus. Es ist atemberaubend schön und ich meine, es blüht noch nicht einmal. Die Bäume sind noch nicht einmal grün. Das kommt alles erst noch. Ja, und die meisten von euch wissen ja, wir haben ja schon eine Weltreise gemacht 2012 und waren da unter anderem auch in Neuseeland und in Kanada unterwegs. Und wir hätten ja nie gedacht, dass es die perfekte Mischung ja in Europa eigentlich auch gibt, oder? Neuseeland ist uns dabei wirklich ganz extrem ans Herz gewachsen und ich denke schon, dass man da den großen britischen Einfluss sieht, Ja. weil wenn wir jetzt in England und in Irland unterwegs sind, dann sieht das ganz oft ganz ähnlich aus und ich muss schon sagen, Irland wäre natürlich schon auch eine viel nähere Alternative zu Neuseeland. Es ist ja so, wer uns auch verfolgt, der weiß ja, unsere Pläne für den Sommer, die sind ja wieder offen, durch das, dass wir ja jetzt Irland und England vorgezogen haben. Wir wollten das ja eigentlich im Sommer machen, aber wir waren ja jetzt hier oben, das haben wir euch alles erzählt. Wenn ihr es nicht mehr wisst, hier. Links. Hier ist das Video nochmal. Ja, auf jeden Fall, wir sind frei, wir sind offen. Wir haben noch, wie viele Länder? 17, 16? Ja, das ist sind's Land jetzt noch. 31, Genau. genau. Es sind jetzt noch 16, bis wir wirklich komplett fertig sind. Ja, und bis wir zu Hause sind im Mai in der Schweiz, sind es dann noch 2 mehr. 2. Ja. Ah ja, Holland und Luxemburg. Und Luxemburg ist ja dann noch Genau. mehr. Und dann, wenn wir das Projekt, das Geheimprojekt in der Schweiz, das werden wir euch übrigens in ganz, ganz Kürze verraten, Im vorbei Newsletter haben. gibt es jede Woche schon Tipps. Ja. Und den Newsletter, wer es weiß, der gibt es auch immer eine Woche später auf unserem Blog. Aber eben, wir sind frei. Wir wissen momentan nicht, wie wir weitermachen im Sommer. Keine Ahnung. Es kann alles wir lassen passieren. uns so ein bisschen Also, einfach auch noch treiben ja. und sammeln Ideen, was möglich ist. Weil ihr kennt uns ja, wir beharren nie steif auf irgendwelchen Plänen. Und so beharren wir natürlich auch nicht steif darauf, dass wir diese Reise an einem Stück beenden müssen. Genau, wir könnten das ja auch in 2 oder 3 Jahren weitermachen und dazwischen irgendwo leben. Zum Wenn es Beispiel uns in... irgendwo zum Beispiel so gut gefällt, dass wir hängen bleiben. Sowas Genau, könntest sowas du dir vorstellen? könnte ich mir vorstellen. Ja, ihr könnt es euch ja selber denken. So Eben, wir sind irgendwo. irgendwo, genau, ja, wo man links fährt, also ja. Auf jeden Fall, ja, ihr könnt es euch vorstellen, wir sagen ja nichts mehr, was wir machen. Wir wissen es selber wirklich Nein, wir überhaupt wissen's nicht. Wir haben nicht. keine Ahnung, wir wissen es schlicht Wir haben und einfach hunderte nicht. Pläne und Ideen und Und die müssen wir dann mal auf den Tisch bringen und mal entscheiden, was wir machen wollen und wie wir das machen wollen. Aber Irland ist sicher einfach ganz, ganz weit vorne, auch wenn uns das Preisniveau hier in Irland schon ein bisschen erstaunt hat. Also wir wussten ja auch nicht, nebst dem, dass es eine Mischung aus Kanada und Neuseeland eigentlich in Europa gibt, dass es ein Land gibt, das wirklich mit der Schweiz mithalten kann, was die Preise angeht. ich meine, normalerweise sagt man ja, Norwegen oder allgemein Skandinavien ist extrem teuer, aber dass Irland so teuer ist, das wussten wir nicht. Ja. Also wir haben gestern einfach so als Vergleich gesehen, eine Pizza Margherita kostet 13,95 €. Wenn man das jetzt noch in Schweizer Franken umrechnet, sind wir irgendwo bei knapp 15 Franken und also für 16 Franken kriegt man bei uns, bei unserem Lieblingsitaliener, bereits eine Pizza Margherita. Ja, also das hat uns schon sehr erstaunt. Ja, das waren so ein bisschen unsere Gedanken im Wald zu Irland und unseren weiteren Plänen und so weiter. Jetzt spazieren wir Jetzt weiter. Pillow on your pillow. So, die kurze Wanderung ist vorbei oder der Spaziergang und dein Kunstwerk auch. Fertig. Kannst du es Und mal... ich habe mich entschieden, es kommt mit. Kommt's mit? Ja. Out of the darkness.
3 Stunden, einen tiefen Schlaf und ein paar bearbeiteten Bildern später gibt es die erste Sehenswürdigkeit. Ich bin so müde momentan, ich könnte den ganzen Tag schlafen. Frühlingsmüdigkeit. Den Oder ganzen du bist halt Tag. einfach wirklich schon alt. Ja. Jetzt geht es zum Wasserfall. Wo der ist, zeigen wir euch nachher, weil die Gegend hier ist echt spannend. Es liegt eigentlich alles ums Eck. It all seems so heartless. A silver light. Don't you wait until the morning light, the morning light. Far away until you're out of sight, you're out of sight. Cause you gotta let know while you can. Wie ihr unschwer hören und sehen könnt, sind wir bei einem Wasserfall. Yay! Okay, Spaß beiseite. Es ist wirklich ein Wasserfall, aber wir wissen wirklich nicht, wie er heißt. Aber bis ihr das Video seht, wird das jetzt hier unten stehen. Warum Bienchen nicht den Wasserfall hinauffliegt, weil das wäre ja ganz eine tolle Sache, liegt ganz einfach daran, dass hier vorher einer ganz protzig seine Mavic ausgepackt hat, sich schön breit hingestellt hat, das Ding hochgeschoben hat, irgendwie mit der Hand darunter herumgefummelt ist und es macht krabb. Mavic liegt am Boden, -2 Rotoren, Mavic ist jetzt eingepackt und der Typ ist nicht mehr ganz so großspurig zurückgelaufen. Diese Blamage geben wir uns hier nicht. Nein, kein Fall. Don't look back, don't forget, you gotta let know while you can. Ja, für einmal wäre Geruchsfernsehen schon was Feines. Wobei, wenn ihr das riechen könntet, dann würdet ihr bestimmt auch ein Stück davon abhaben wollen. Aber es hätte ja genug, ihr könntet ruhig vorbeikommen und ein Stück mit uns mitessen. Es gibt Kuchen zum Dessert, selbstgemachten Schokokuchen aus dem Omnia. Ja, der Schokokuchen, der ist ganz lecker und toll, aber der Stellplatz ist mal wieder so, wir stehen auf einem Parkplatz im Nationalpark und ja, es ist in Irland einfach ein bisschen schwierig, weil jedes Stück Land gehört ja jemandem. Und bei Privatpersonen sich einfach aufs Land stellen, sowas machen wir nicht. Das heißt, man müsse herausfinden, wenn man ein schönes Plätzchen gefunden hat, wem gehört denn dieses Land und da fragen gehen. Und da meist halt nicht irgendwelche Schilder da am Straßenrand stehen, wem jetzt welches Land gehört, ist das ein bisschen schwierig. Und deshalb halten wir uns an öffentliche Parkplätze und stehen jetzt hier auch an einem solchen Parkplatz. Das ist praktisch, weil man einfach am Morgen direkt wieder losgehen kann. Aber natürlich auch nicht das Nonplusultra, was jetzt schöne romantische Plätze anbelangt. Ja, aber deshalb machen wir einfach hier drin ein bisschen Feeling und backen lecker Dessert und genießen so den Abend. Und für euch ist jetzt hier Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat, gern Daumen nach oben. Falls ihr mal vorbeikommen wollt auf ein Stückchen Kuchen, dann zeigt das an mit einem Daumen. Und verrate mir doch mal euer Lieblingsrezept aus dem Omnia. Es reicht auch, wenn ihr mit den Gerichten Namen schreibt. Ihr müsst ja nicht das ganze Rezept abtippen. Aber einfach, was macht ihr so aus dem Omnia, falls ihr überhaupt einen habt? Schreibt's mal unten in die Kommentare und wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder. Bis dann. Tschüss.